Backtag. Mehr als 4 Tage hatte der Sauerteig Zeit, um zu gehen. Jetzt ist der Holzofen auf Temperatur, deswegen pressiert's. Die Bäuerin Resi Reichel und ihr Sohn Hans aus Schwindeck bei Dorfen backen jede Woche Brot. Bin ich schnell? Bist schnell, ja. Das tägliche Brot hat für sie einen besonderen Wert. Meine Mutter die hat immer gesagt, für jedes Bresel muss das Fegfeuer. Und da ist heute aber auch noch ein bisschen was drin. Nicht, also ich denke nicht ans Fegfeuer und so, das ganz gewiss nicht. Aber einfach die Ehrfurcht vor dem Brot und vor dem Ganzen halt, sowas schmeißt man nicht weg. Schön ist gegangen, oder? Das sehen viele anders als Resi Reichel. Etwa 75 Kilo Nahrungsmittel pro Jahr wirft jeder Deutsche auf den Müll. Weil das Brot trocken ist, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder weil zu viel gekauft wurde oder weil es falsch gelagert wurde oder weil es einfach nicht mehr schmeckt. Und da ich da noch mithelfen darf, das ist auch schön. Dass ich so geduldig mit dir bin. Ich könnte ja viel schneller rein, da, wenn du nicht so langsam warst. Du geh. Die Reichels backen auf Vorrat, für sich und ihre Übernachtungsgäste auf dem Hof. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, segne dieses Brot und alle, die davon essen. Vielen fehlt die Wertschätzung für die Ernte. Ich denke, das ist einfach, weil alles so im Überfluss da ist. Das kommt ja von überall her, vom Ausland. Und die Leute haben das ganze Jahr haben's alles. Es gibt die Erdbeeren im Winter, es gibt alles. Mir darf es nie einfallen, sowas zum Kaufen. Resi Reichel arbeitet seit 50 Jahren auf dem Hof. Das Sensen hat sie vom Vater gelernt. Da war sie noch ein Kind. Eine schöne Zeit und eine harte. Lang haben wir uns schon müssen, weil ich war auch noch erst so mit 14 Jahren, wenn ich mir das halt denke, heute darf es da angezeigt werden. Ja, stimmt schon. Oder früher, wenn Kalk getan ist, da ist um 4 Uhr oder früher ist losgegangen. So, jetzt glaube ich, langt's. Ab und zu sagt einmal jemand, wenn wir dann so reden, ja, dass du so dumm bist, das müssen sie doch nicht mehr tun. Und natürlich, das weiß ich auch, dass ich es nicht mehr tun muss. Aber es freut mich auch. Mich freut das auch. Und wenn sich die Viecher jetzt freuen, wenn ich reinkomme und die kriegen da so ein gutes Gras, das ist ein ganz gutes, das ist doch was Schönes. Respekt vor Lebensmitteln und Liebe zur Arbeit. Beides gehört für Resi Reichel zusammen. Dass ich gut umgehe mit der Schöpfung, das ist auch Verantwortung. Und wenn das dann wächst, das Zeug, das Ganze, also das Brot und das Obst und Gemüse, das macht viel Arbeit. Aber ich habe eine riesen Freude, wenn Sache dran ist am Baum. Und ich bin auch dafür dankbar. Verantwortung und Respekt gelten auch für den Umgang mit ihren Tieren. Massentierhaltung kommt für Reichels nicht in Frage. 3/4 aller Kühe in Deutschland werden in Großbetrieben gehalten. Die meisten dieser Tiere sehen den Himmel zum ersten Mal auf dem Weg zum Schlachthof. Bei Reichels sind die 29 Rinder viel draußen. Vor 4 Jahren ist Resi Reichels Mann gestorben. 3 Kinder haben sie großgezogen. Heute lebt die Bäuerin mit ihrem Schwager, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter auf dem Hof. Im Familienbesitz seit 1825. Auch damals wurde schon selbst gebacken. Und fertig ist es, das täglich Brot. Passt schon. Wenn ich mich bemühe, halt, dass ich das meinige halt tue, so wie es der Hans halt jetzt macht, dann denke ich mir, dann wird der Herrgott seinen Sinn dazugeben. Erntedank ist für Resi Reichel eigentlich jeden Tag.